Und das soll scheinbar Montero sein. Zumindest das, was übrig ist. Und das ist nicht mehr viel. Da hat der Krieg getoppt, schön, wie das ausschaut. Sie hätten ruhig ein bisschen Staub wischen können. Der wieder einer. Ohne, dass mir reinhaut. Ich schau mal. Ja, los bei meinem Wolf in Ruhe, gell? Weil sonst gibt's Ärger. Sklavenlagerwache. Oh Gott, was tust du? Er faucht wie eine Sau. Sklaven, ha? Er liegt da draußen. Mann, was willst du? Ich weiß nicht. Tut mir leid. Schlaf weiter. Mann, was willst du? Nix los. Leg dich hin. Ich bin eigentlich auf der Suche nach einem Bett. Da hat er gerne schlafen. Warum wächst du mich? Keine Kisten, ha? Ja, ja, gesagt. Einzeln möchte das gern. Was ist denn das für einer? Bradley. Der will schnell ein Bett benutzen, ha? Das ist genehmigt. Weg das, halb so schlimm. Und jetzt werde ich mal mit Bradley plaudern. Ah, ein neuer Mann. Du kommst gerade recht. Was machst du hier? Ich passe auf die Sklaven auf. Aber bei den beschissenen Bedingungen macht es keinen Spaß, sag ich dir. Ständig gibt's was Neues hier. Nachschubschwierigkeiten. Sklaven hauen ab und was weiß ich noch alles. Verdammte Scheiße nochmal. Ich will doch nur meine Ruhe haben. Brauchst du Hilfe? Für mich sehen diese ausgemergelten Gestalten alle gleich aus. Ich blick da langsam nicht mehr durch. Du solltest dir die Burschen mal genauer ansehen und mir sagen, wer ausgetauscht werden soll. Ausgetauscht? Was meinst du? Wir können die armen Hunde nicht ständig im Tempel buddeln lassen. Sie brauchen auch mal eine Auszeit. Dazu tauschen wir wöchentlich die Sklaven mit den Bauernhöfen. Die Arbeit draußen ist etwas leichter. Die Burschen erholen sich wieder echt gut. Ich suche dir einen Sklaven aus. Gut, aber mach nicht zu lange. Okay, Schichtwechsel im Sklavenlager. Einer von den armen Herren soll ausgetauscht werden. Du, oder? Hast du Lust? Oder er da, der Großvater. Er da. Du solltest jetzt gehen. Warum? Ich wollte eigentlich das Leben erleichtern. Und Montero wirkt leicht unübersichtlich, ha? Hört pass auf. Schau einmal, wie er schleppt. Ich will keinen Ärger haben. Gut. Machst halt weiter in die Drecksarbeit. Krieger, oh. Ein Krieger. Ich glaube, der hat uns die Hucke voll, wenn wir da Ärger machen. Wo geht's denn da hin? Der will da rein. Stört das? Du willst doch nicht einfach so an mir vorbei, oder? Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Ja, so. Die Nummer wieder. Die Vertrauensnummer. Marek, ach, da schau her. Grimmiger Kerl, was? Wie bitte? Na, die Torwache da oben am Tor. Die Orks sind halt etwas ruppig. Aber wenn man ihre Sprache spricht, sind sie ganz umgänglich. Ich schätze, die Orkwachen am Burgtor stehen da nicht umsonst. Allerdings nicht. Komm nicht auf die Idee, einfach so in den Burghof zu rennen. Die Orks greifen jeden im inneren Bereich der Burg an, den sie nicht kennen. Das heißt? Das heißt, dass du dich um die Stadt verdient gemacht haben musst, damit sie dich für unbedenklich halten. Erst dann darfst du dich frei unter ihnen bewegen und ihren Anführer sprechen. Ganz einfach. Kommt mir bekannt vor. Wer bist du? Ich bin Marek. Ich bin der Anführer und Ausbilder der Söldner in Montera. Wenn du hier Scheiße baust, fällt das auf mich zurück. Und das ist schlecht für dich, verstanden?
Nix nice. Pass auf. Ein ziemlich unfreundlicher Söldner namens Dominik meint, ich soll mich bei dir melden. Ah ja, sagt er das? Nun gut, jetzt bist du ja hier. Das und der Ruf ist schon gestiegen. Und Erfahrungspunkte. Weißt du was von Xardas? Ja, er hat den Krieg zum Stillstand gebracht. Das mit der Runenmagie war ein guter Plan. Ein kluger Mann. Ich bin froh, dass er nicht zu meinen Feinden zählt. Wo finde ich Xardas? Ich weiß nicht, wo der Magier seinen Sitz hat. Angeblich sollen nur die Ork-Schamanen seinen wirklichen Aufenthaltsort kennen. Soviel ich weiß, befinden sich in Geldern und Silden einige der bedeutendsten Schamanen der Orks. Aber genau weiß ich das natürlich nicht. Ich bin nur ein Mensch. Du scheinst Xardas zu mögen. Mögen ist zu viel gesagt. Dafür weiß ich zu wenig über den dunklen Magier. Aber ich mag den Gedanken, den ewigen Streit zwischen Orks und Menschen endlich zu beenden. Xardas scheint der Schlüssel dazu zu sein. Er hat etwas Großes vor mit den Orks. Das beruhigt mich nicht. Wie auch immer. Bei allem, was ihm nachgesagt wird, ist Xardas am Ende auch nur ein Mensch. Hast du was zu tun für mich? Für einen Söldner gibt es hier in Montera immer was zu tun. Aber für dich habe ich eine ganz spezielle Aufgabe. Dein Gesicht ist nicht so bekannt in der Stadt. Das ist ein Vorteil. Wie das? Ich kann dich gegen meine eigenen Leute einsetzen, ohne dass es auf mich zurückfällt. Du misstraust deinen eigenen Leuten? Wundert dich das? Sieh dich doch mal um. Jeder von diesen Schwachköpfen hat nur seinen eigenen Vorteil im Hirn. Würden wir mit den Orks besser zusammenarbeiten, würde es uns allen besser gehen in Myrtana. Verstehe. Ich soll als Spitzel für dich arbeiten. Ach komm, bist du dir dafür etwa zu schade, oder was? Ich schätze, du hast keine andere Wahl. Okay, dann sagen wir arbeiten. Gut, ich werde für dich arbeiten. Gute Entscheidung. Dann lass uns keine Zeit verschwenden. Okay, wie genau läuft die Sache mit dem Spitzeljob? In letzter Zeit geschehen immer häufiger seltsame Dinge in Montera und auf den Bauernhöfen. Waren werden gestohlen, Sklaven verschwinden, Bauern werden überfallen und andere Schweinereien. Das alles stinkt mächtig nach Rebellen und Verrat. Du sollst herausfinden, auf welchen meiner Männer ich mich verlassen kann und auf wen nicht. Als Lohn dafür bekommst du Gold und Ansehen und kannst bei mir das Kämpfen lernen. Ich warte derweil in meiner Hütte am Westeingang der Stadt. Wegen der Söldner. Was wegen Dominik? Dieses faule Schwein schuldet mir immer noch den Erlös für seinen Hof. Sag ihm, er soll dir das Gold geben, sonst reiß ich ihm den Kopf ab, klar? Wie soll ich die Loyalität deiner Männer prüfen? Keine Ahnung. Sprich mit ihnen. Arbeite für sie. Freunde dich mit ihnen an. Wie du das anstellst. Ist dir egal, schon klar. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, wir schauen, was denn da ist. Wir lösen das auf unsere Art. Wo ist denn mein Köter? Da ist er. Ein treuer Gefährte. Was haben sie denn da für Zeichen, schön? Oh, das ist ein Altar, oder wie? Oh Gott, wirf mir nicht alles ins Gesicht. Sklave. Ein Speer. Ja, die Speer sind nur einfacher. Moment mal. Kräuter. Was gibt's denn da hinten? Ja, Windwolf. Das ist nichts für dich. Der Weg zu steinig. Jetzt hat der gemeint, wir sollen die Pacht eintreiben. Eigentlich möchte ich erst einmal einen Händler finden. Ich brauche nämlich Pfeile. Muss mich ein bisschen orientieren, gell? Kenne mich noch nicht aus da. Der Fort. Was ist denn das? Da haben wir scheinbar Läden, ha? Pass auf, ich quatsch mal mit dem da. Womit kann ich dir helfen? Frisches Wasser, neues Werkzeug, unverbrauchte Fackeln? Wenn du genügend Gold hast, kannst du alles von mir bekommen, Fremder. Was 50 Gold kostet es auch noch? Zeig mir mal, was du hast. Aber klar doch. Sag mir, was du brauchst. Zeig mir deine Ware. Ja, du Pfeife, du sagst alles. Bananen, brauch Pfeile.
Helle Bade habe ich ja. Also habe ich ja Gold. Das knüpfen wir ab. Brauche ich nicht. Armbrust brauche ich nicht. Bolzen brauche ich ebenfalls nicht. Klingenbolzen. Dann habe ich noch ein paar Schwerter. Alles aus. Knüppel. Bögen. Und der Degen, den halte ich mir noch. Liegt das? 22.000. Über 22.000 Goldstücke. Oh, schau, da ist er. Alter. Um Gottes Willen. Moment. Wolfsblut? Du hast nichts gesehen, oder? Schließlich muss ich ja über die Runden gehen. Zähne natürlich. Jeder Held braucht Zähne, die er klauen kann. Hirschgeweih, schön. Lauter Krempel, nimm ich mit. Hat er Pech gehabt, wenn er diese so rumliegen lässt. Kiste geplündert. Ich hoffe, da geht keiner einer und sieht mich beim Klauen. Was ist mit dem Apfel? Nix. Okay, leer. Geh wieder. Und ich habe gerade noch mitgekriegt. Geil. Außer mal mit dem Wolf. Aber der sagt nichts. Das ist scheinbar eine Schenke, ha? Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Ein Assassin, ja, da schau her. Wachsöldner. Oh, da hinten ist ein Magier, ha? Da liegt was rum. Kennt es irgendwann? Wahrscheinlich, oder? Basier. Du siehst durstig aus, Fremder. Pass auf, brauch was zum Trinken. Gib mir was zu trinken. Ach, kein Problem. Das ist ein Schnaps. Gibt's bei dir noch was anderes als Schnaps? Kommt drauf an, was du brauchst. Jede Information kostet 5 Goldmünzen. Allerdings können wir ja auch einfach handeln. Was soll's sein? Pass auf, ich könnte mal das machen. Erzähl mir was über diese Stadt. Montera ist eine Handelsstadt und, wie soll das auch anders sein, von den Orks besetzt. Doch die Orks halten sich hauptsächlich im Innern der Burg auf. In den äußeren Bezirken von Montera herrschen die Söldner der Orks. Hier ist das Händlerviertel der Stadt. Doch erwarte nicht zu viel. Seit die Orks die ganze Stadt umgraben, verirren sich nur noch sehr wenige Händler nach Montera. Ausgrabungen. Erzähl mir mehr über die Ausgrabungen. Überall, wo die Ruinen des alten Volkes noch stehen, buddeln die Orks alles aus, was sie finden können. Weiß der Geier, was sie suchen. Ich habe gehört, dass es mittlerweile in fast jeder Stadt solche Ausgrabungen gibt. Zeig mir deine Ware. Hat der Pfeile, hat er nicht geschehen. Nimm mal die Heiltränke mit. Und Wasser. Und vielleicht noch Dietriche. Ja gut, ich suche Pfeile. Moment mal. Was war denn da passiert? Bist du auch gekommen, mich zu verhöhnen? Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Sieh mal an, du weißt doch gar nichts von meinem Glück. Ich komme aus der Wüste und habe mit meiner Karawane das Land durchreist. Die verfluchten Hunde von Rebellen haben mich vor der Stadt überfallen und mir alles genommen. Was hast du dabei gehabt? Wertvolles.
Seltenes, Kostbares, Artefakte und Geschmeide. Es ist ein Jammer. Wenn ich wenigstens noch meine alte Goldschatulle hätte. Sie ist für mich von unschätzbarem persönlichem Wert gewesen. Wo war der Überfall genau? Wenn du aus dem Westtor von Montera Richtung Trellis reist, wirst du dort meinen alten Kram liegen sehen. Gesetzt dem Fall, dass die Rebellen nicht schon alles geplündert haben. Erzähl mir mehr über deine Artefakte. Ich weiß, was die Orks suchen. Warum sie das ganze Land durchgraben, in der Hoffnung, es zu finden. Die göttlichen Artefakte des alten Volkes, mein blasser Freund. Und ich schwöre dir, ich hielt eins von ihnen in meinen Händen. Doch nun ist es fort und unerreichbar für mich. Für immer. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Du meinst, außer dass die Orks sie wie die Besessenen suchen? Sie sind von unermesslichem Wert auf dem offenen Markt. Das allein ist doch schon genug. Wie kamst du an ein göttliches Artefakt? Lass es mich mal so formulieren, mein blasser Freund. Während andere im Schweiß ihres Angesichts im Wüstensand verenden, habe ich meinen Kopf benutzt. Oder schlicht, ich war einfach schneller als alle anderen. Wer hat das göttliche Artefakt jetzt? Hörst du mir eigentlich nicht zu? Die Rebellen haben mich überfallen. Wenn es jemand weiß, dann diese verfluchten Königstreuen. Ach so, die Rebellen haben scheinbar ein Artefakt erbeutet. Halt! Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Was fragst du mich das, ha? Söldner. Schön. Ein Elite-Söldner. Alter. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Hast du nichts zu tun? Ich mach nie Ärger. Bin immer brav.